Sehen wir hier sehr schön. 5-jährig, Seco 550 Triple A, gezüchtet und im Besitz von Hadebu in Sint-Johannes-Ra. Der Hengst steht im Stall Van de Kadik in Sint-Johannes-Ra. Ein Sohn von Tönen 505 und einer Sternpräferenten, Leistungsstute von Jasper sowie einer Sportpräferentin aus Erik 351. Jasper 366, wenn ich mich nicht irre, steht nicht in meinen Notizen. Kommt aus dem Stamm 201 und ist seit 2025 zugelassen. Seco ist ein absoluter Topper in seinen Reitprüfungen, hat in der zentralen Untersuchung 2025 Ergebnisse von 93 und 93,5 beim angespannten Fahren und im Showfahren erhalten, eine 88 unter dem Sattel und zweimal eine 9 für seine Haltung und sein Gleichgewicht. Bei der Auswahl von dem Frisio Florian Pokal hat Seco sich sehr gut gezeigt, zusammen mit Franka Loos, konnte aber leider den Auswahlwettbewerb nicht gewinnen, weil es in die zentrale Untersuchung ging. Seco kommt aus einer sehr guten Linie. Toske von der Kadik ist die Mutter, eine Sternpräferenten, Leistungsstute und ein Kronjuwel. Sie kombiniert in ihren Nachkommen immer gute Körungsresultate mit starken Sportleistungen und Ergebnissen. Neben einem talentierten Sportpferd ist Seco auch sehr ruhig und aufmerksam, lehrgierig und hat eine sehr gute allgemeine Einstellung. Dieses Jahr ist er zum ersten Mal hier in Leeuwarden als Stammbuchhengst und wir hoffen, dass er Ihnen gefällt. Wir sehen Seco 550. Dies also die jungen Hengste, die letzten November ihre Zulassung bekommen haben. Sie hören, dass die Musik jetzt auch etwas leiser geworden ist. Das ist, weil die jungen Pferde eben einfach noch jung sind und weniger gewöhnt sind auch an dieses Umfeld. Sie sehen auch die Reaktion der Pferde auf das Klatschen. Darum aber auch die Musik etwas leiser, sodass sie eine Chance haben, sich anständig zu präsentieren. Ein wundervoller Beginn hier an diese Rubrik, die uns präsentiert wird vom Bauunternehmen Schwarz. Wir sahen Seco 550. Wir sehen auch sehr viele aufmerksame Gesichter diesen Pferden folgen, weil wir natürlich alle wissen wollen, wie sie sich entwickelt haben seit dem letzten Herbst. Wir sehen jetzt Sime 551 Triple A, 5 Jahre jung. Gezüchtet von Pia Frank in Nordburg und im Besitz von AP Boot und dem Viehbetrieb SJ Krat BV in Forthausen, steht im Stall Van de Kadik in Sint-Johannes-Ra. Ein Sohn von Nane 492 und einer Sternsport-Leistungsstute aus Jerke 434 und einer Präferentin von Obe 314, kommt aus dem Stamm 15. Zugelassen, wie gesagt, seit 2025. Sime hat in der zentralen Untersuchung 3-mal ein Triple-A-Score einfahren können.
Für das angespannte Fahren, fürs Showfahren hat er 91,5 und 92,5 Punkte mitgenommen und für sein Sattelexamen hat er 86 Punkte einheimsen können. In der zentralen Untersuchung ist er vor allem durch seinen freundlichen und anhänglichen Charakter aufgefallen. Er ist menschengerichtet, menschfokussiert und immer dazu bereit zu arbeiten und zu pleasen. Er hat einen neugierigen, aufgeweckten Charakter und eine sehr vertrauenswürdige Einstellung. Genau wie sein Stallgenosse Sicko hat Syme 551 sich als sehr positiv bei den Friso-Florian-Pokals mit Franka Loos gezeigt und konnte sehr gute Ergebnisse einheimsen, allerdings nicht im Finale, weil er ebenfalls wie sein Stallgenosse in die zentrale Untersuchung nach Exlo fuhr. Mit Fleur von Schwelche-State, die eine Stehersport-Leistungs-AA-Stute ist, hat Syme eine Mutter, die sehr fruchtbar ist und gut züchtet. Er hat auch eine Modell-Halbschwester. Alle Sterne stehen damit sehr gut für eine erfolgreiche Leistung und eine lange Karriere, sowohl hier, heute als auch in Zukunft für Syme 551. Sehr schön. Nach einem erfolgreichen Auftreten in der zentralen Körung an Exlo jetzt auch noch ein sehr schönes Auftreten hier von einem unserer neuesten Stammbuchhengste, Syme 551. Und jetzt tanzt Sieb 552 auf die Bahn. Doppel-A-Hengst, 5 Jahre jung, gezüchtet von Peer Salzmer in Cherkes Kloster, im Besitz des Gestüts Galopper in Berkel in Roden-Reis. Er steht in den Nieuwerhövel in Lünzeren, ist ein Sohn von Tide 501 und einer Sternstute aus Heize 425, außerdem eine Sternpräferentin von Leffert 306, vertreten in der Blutlinie aus dem Stamm 214, zugelassen, wie gesagt, seit 2025. Er ist wunderschön, der Sieb 552, außerdem ein sehr freundlicher Allrounder, der in der zentralen Untersuchung sowohl unter dem Sattel als auch angespannt in beiden Tests, in beiden Prüfungen über 80 Punkte einheimsen konnte. Sein Schritt ist dabei vor allem gepriesen worden und wurde mit einer 8 belohnt. Der Hengst zeigt sich mit sehr viel Einsatz und Lauflust, hat schöne Anschlüsse und zeigt sich vor allem als ein arbeitsfreudiges Tier. Seine Mutter Schultje ist eine sehr rassentypische, fruchtbare Sternstute mit viel Behang und einem sehr auffallend kräftigen Schritt. Außerdem ist sie die Tochter von Sportelite AAA-Hengst Heize 425. Der Vater von Sieb 552 ist der sehr populäre und zuchtsichere Tide 501. Das heißt, die Qualität in der Zucht ist absolut anwesend. Sieb ist ein Hengst mit viel Ausstrahlung und einem sehr edlen Hof. Er hat einen langen, gut geformten Hals mit viel Behang und sehr viel Front. Sieb hat sehr zierliche Linien mit einer schönen, langen Kuppe. Der Hengst ist aufwärts gebaut, mit langen und korrekt gestellten Vorderbeinen, und in der Bewegung sieht man viel Takt, Gleichgewicht und Haltung. Sein Schritt ist raumgreifend und deutlich lange Schritte werden gemacht. Im Trab nimmt er sich auch viel Raum und lässt dabei sehr viel Leichtigkeit
und Kraft sehen. Wir erwarten viel und wir wissen auch, dass viele Leute sich schon freuen auf eine neue Zuchtsaison mit SIP. Auch bei den jungen Hengsten haben wir Gänsehautmomente. Das war also die Vorstellung von SIP 552. Wir haben eine schöne Kollektion neuer Hengste. Finden Sie nicht auch? Dann sehen wir jetzt Tibbe 553, Triple A, 4 Jahre jung, gezüchtet von Starking BV Spannum, die zusammen mit der Familie Ache-Ockema auch die Eigentümer sind. Der Hengst steht im Stall de Meersken in Siegfried-Woude. Ein Sohn von Ulbran 502 und einer Sternstute aus Torben 466, eine Modell-Doppel-A-Stute von Dries 421, ebenfalls anwesend im Stammbaum. Aus dem Stamm 122 kommt der Hengst. Wie gesagt, seit 2025 zugelassen und in der zentralen Untersuchung hat Tibbe sich vor allem als Allround-Hengst herausgestellt, wobei vor allem der sehr gute Schritt positiv auffällt. Er hat 81 Punkte bekommen für seine Reitprüfungen. 82 gab es sogar für seinen Showfahr-Test und er hat damit sein Triple-A-Prädikat auch direkt verdienen können. Neben den sehr korrekten Allüren mit viel Technik hat er eine sehr luxuriöse Rassenausstrahlung und einen edlen Hof mit viel Front. Er ist aufwärts gebaut und im Stall oft ruhig, der die Herausforderung von viel Arbeit gerne annimmt. Ja, und diese Herausforderung, die wollen wir ihm natürlich heute auch auf der Hengstenkürung bieten. Wir sehen also Tibbe 553. Das war Tibbe 553.
Sehr lieb von Ihnen, dass Sie auch applaudieren, meine Damen und Herren. Da danken wir Ihnen für. Unser Sponsor für diese Kategorie, wie bereits erwähnt, seit 120 Jahren im Geschäft, Bauunternehmen Schwarz macht auch Projektentwicklung für Sie. Während wir schon wieder Ölco 554 AAA auf der Bahn begrüßen dürfen, 4 Jahre jung, gezüchtet von S-Wind in Nijefeen, im Besitz von 9 PK in Rohel, steht im Stall Van de Kadiek in Sint-Johannesra. Sohn von Oma 493 und der Sternsport Trip Doppel-A-Stute von Tjada. Außerdem eine Sternstute aus Tjad 320 vertreten im Stammbaum, kommt aus dem Stamm 61. Ölco ist letztes Jahr in der zentralen Untersuchung mit viel Fortschritt aufgefallen. Für seinen Reitberuf hat er 80 Punkte bekommen, genauso wie für seine Fahrprüfung. Und angespannt für die Showfahrt hat er sogar 82,5 Punkte einfahren können. Seine Eigenschaften, die auch in der Mutterlinie zu sehen sind, das sind Eigenschaften, die auch in der Mutterlinie verankert sind. Ölco werkt und denkt gerne mit und zeigt sich auffallend mit viel Einsatz. Seine Mutter Yveske LG von Tjada 483 ist eine Sternsportstute, die aufgefallen ist im Sport, unter anderem, weil sie den Friso-Florian-Pokal im Showfahren gewonnen hat. Auch die vollständige Schwester von Ölco, Madame SW von Oma 493, hat ihre Erfolge gefeiert im Friso-Florian-Pokal. Außerdem ist Madame SW zur besten vierjährigen Stute im K- und PP-Meisterschaft 2024 ausgerufen worden. Das heißt, alle Zeichen stehen gut für Ölco 554. Wir gehen davon aus, dass es eine gute Saison für ihn wird, auch wegen der niedrigen Verwandtschaft von 16,51%, die ihn eventuell noch etwas interessanter machen für die Zucht. Wir sehen Ölco 554. Ölco 554. Unser Stadionsprecher war kurz ein Pferd weiter, denke ich. Er kommt noch einmal vorbei, der Ölco 554, und dann wechseln wir zu Taco. Eigenaar 9 PK. 9 PK von Ölco. 9 PK, die Besitzer von Ölco, natürlich. Habe ihn gerade schon erwähnt, sagt Berthe Reuter, unser Stadionsprecher, der Taco 555, ein Triple-A-Hengst. Ebenfalls 4 Jahre jung, betritt jetzt die Bahn. Gezüchtet von A.W. Noteboom in Pütten, im Besitz von Stall Chardon und A. Ockema in Jorwert, steht auch im Stall Chardon. Ein Sohn von Fuke 520 und einer Sternstute aus Beat 411, außerdem eine Sternstute von Sape 381 vertreten im Stammbaum. Der Hengst kommt aus dem Stamm 15. In diesem Jahrgang fällt vor allem auf, dass wir viele gute Hengste haben im Schritt. Das gilt auch sicherlich für Taco 555, der in seinen Reit- und Fahrprüfungen eine 8 für den Schritt bekommen hat. In seiner Reitprüfung erhielt er außerdem 84 Punkte. Er hat eine sehr angespannte, aber eine entspannte Haltung von Natur aus. Ist sehr aufmerksam, denkt mit und hat immer Spaß an der Arbeit. Außerdem ist er sehr ruhig und vertrauenswürdig.
Man kann sich auf ihn verlassen. Er ist dann auch für seine stabile, vertraute und sehr feine Einstellung mehrfach bereits gelobt worden. Taco 555 ist der erste Sohn von Fuke 520, der zugelassen worden ist und kommt aus einer sehr fruchtbaren Familie, die auffallend gut im Sport ist. Sein vollständiger Bruder Er hat einen vollständigen Bruder und seine Mutter ist eine Sport-Elite-Stute. Alles in allem also ein Allround-Hengst, der unzweifelhaft mit sehr viel Begeisterung sich hier im WTC präsentieren wird und Spaß hat an der Sache. Wir sehen Taco 555. Hervorragend hat er das gemacht, der Taco 555. Wir haben da ganz kurz auch noch Okema im Bild gesehen. Gestern noch ein Star in der Show, Itine van Arich. Jetzt hier dann wieder dabei, die Pferde zu präsentieren. Wir haben noch einen. Und wir werden gleich für diese Pferde auch die Züchter und Besitzer mit auf die Bahn bitten, weil es der erste Auftritt ist hier bei den Stammbuchhengsten für diese Pferde. Das wollen wir doch noch eben auch gebührend feiern. Aber erstmal machen wir weiter mit Ticho 556 Triple A Hengst, 4 Jahre jung, gezüchtet von M. de Roth Hubein in Hillard im Besitz vom Stall Chardon und M. de Roth Hubein steht natürlich auch im Stall Chardon. Ein Sohn von Jure 495 und einer Modellsport-Präferentenstute mit Doppel A. Die wordt centraal onderzoek het glans gehaald van alle drie disciplines. Entschuldigung, die Dolmetscherin hat selber auch Informationen vorliegen. In diesem Fall fehlt leider der Muttersvater in den Unterlagen. Guck kurz nach. Michiel 442, da er steht auf dem Bildschirm, man muss ja nochmal gerade ausgucken. Ein Sohn also von Jure 495 und der Modellsport-Präferenten Doppel-A-Stute aus Michiel 442. Außerdem eine Kron-Leistungs-Doppel-A-Stute im Stammbaum von Rindert 406. Der Hengst kommt aus dem Stamm 27, zugelassen wie alle anderen in dieser Gruppe seit 2025. Die der zentralen Untersuchung sehr, sehr gut abgeschnitten. In allen 3 Disziplinen hat er den Triple-A-Score mitnehmen dürfen. Und hat dann auch super Gangarten. Er ist ein sehr guter Schrittfeld auf mit einem leichtfüßigen Traf, viel Souplesse und einem sehr raumgreifend gesprungenen Galopp, der sowohl Körpereinsatz sehen lässt als auch viel Gleichgewicht. Einen sehr schönen Charakter hat er auch noch dazu bekommen. Er ist sehr angenehm im Umgang und beim Arbeiten reagiert gut auf Hilfen und kann sehr schnell
schalten. Tigo kommt aus einem Nest aus einer Familie mit sehr vielen Sportleistungen und sehr viel Körungserfolgen auch. Hand in Hand geht sowas sehr oft. Seine Modellsportpräferenten Doppel A, Mutter Tirsa van Jentjes Plätz, hat ihre Verdienste angespannt im Showfahren bereits eingefahren und seine vollständige Schwester Ilia van Jentjes Plätz, eine Kron Triple A Stute, hat bereits einmal auf der zentralen Körung gewonnen. Das Auftreten hier von Tiro 556 rechnen wir dann auch einfach mal als Erfolg. Wir sehen also Tigo 556. Diese Rubrik also die Zukunft des Friesenpferdes. Und das war Tiro 556. Eine schöne Gruppe, eine schöne Rubrik, die jetzt gleich auch wieder auf die Bahn kommt. Ja, und diese Pferde werden wohl wieder sortiert nach Eindruck, den sie gemacht haben. Das dauert also gleich einen kleinen Moment, bis die Jury sie dann sortiert hat. Aber wir holen sie erst einmal noch zurück auf die Bahn, während wir auf unseren LED-Banden noch einmal den Sponsor dieser Rubrik sehen, den Baubedrijf Schwarz, das Bauunternehmen Schwarz, seit 120 Jahren ihr Partner in Bau- und Projektentwicklung.
Ähnlich wieder aufschließen, bitte. Ja, ist schon sehr ähnlich dem, was ich hier brauche. Platz 5-5-4, einen Platz weiter nach vorne, bitte. Met achter 7. Hinter 7. Wie dan de rest 1 Euro oversteken. Vielleicht könnt ihr einfach einmal die Bahn wechseln und euch anschließen. Dann warten wir hier kurz, dann könnt ihr alle euch anschließen und aufschließen. Ja, gaan we in stap. Ja, dann dürfen wir weiter im Schritt. Spannend. So, ihr dürfen schon mal wieder die Züchter und Besitzer bitten, sich bereit zu machen. Sime 5-5-1 in der Spitzenposition hier. 5-5-1. Dann Ölko 5-5-4. Sicko 5-5-0. Tibbe 5-5-3. Taco 5-5-5. Sieb 5-5-2 und Ticho 5-5-6. Züchter und Besitzer, kommen Sie zu uns auf die Bahn. Und dann wird uns Sabine Schwacher die Entscheidungen erklären. Ja, da sehen wir die Züchter und Besitzer auch. Das ist natürlich ihr Moment. Natürlich wieder auch Repräsentanten des jungen KfPS und des KfPS-Vorstands, die hier helfen, Preise, Blumen und Bänder zu erreichen. Nein, dann haben wir hier die gerade zugelassenen Hengste. Eine sehr schöne Auswahl, die wir hier stehen haben. Und ich denke, dass wir stolz sein können, dass wir hier eine so gute Gruppe stehen haben, dass wir diese auch ans Stammbuch zufügen konnten. Sie sind alle sehr gut vorgestellt worden, auch die Unterschiede waren sehr klein. Aber gut, wir müssen natürlich irgendwie doch auch hier was machen und ich denke, dass wir das so ganz gut geschafft haben. Die Katalognummer 551 Sime in der Spitzenposition. Ein hochbeiniger Hengst mit sehr viel luxuriöser Ausstrahlung, schöne Linien, harte Beine, sehr leicht und mit sehr viel Losgelassenheit gelaufen, mit einem schönen Gleichgewicht im Trab. Sime 551. Auf dem zweiten Platz haben wir dann Ölko 554. Für uns ein bisschen eine Überraschung. Ein Hengst mit einer sehr schönen Haltung, einer starken Oberlinie, trockenes Beinwerk. Und ein Hengst, der sehr aktiv ist im Schritt, aber vor allem im Trab wahnsinnig einfach mit Leichtigkeit seine Runden dreht. Der zweite Platz also für Ölko 554. Herzlichen Glückwunsch. Und ich sagte schon, die Unterschiede sind klein. Auf dem dritten Platz haben wir Sicko 550. Ein sehr rassentypisches Tier mit einer schönen Oberlinie und trockenem Beinwerk, ähnlich wie die Vorgänger das auch schon hatten. Hat heute im Schritt seinen Rhythmus nicht ganz so schnell gefunden. Im Trab eine schöne und kräftige zweite Runde getrabt. Sicko 550. Und es bleibt bei den guten Hengsten, es geht immer so weiter, denn der nächste ist Tibbe 553.
Ein Hengst mit einer sehr starken Oberlinie, die hat viel aktiv und Schulterfreiheit im Schritt war. Im Trab hat er viel Raumgriff gefunden. Er hätte etwas geschlossener bleiben können im Trab, unserer Meinung nach. Ein sehr guter Hengst. Tippe 553. Und dann der nächste. Taco 555. Mit einem sehr begeisterten Ache Ockema, der sich freut, dass er mal mit einem Deckhengst hier in der Bahn stehen darf. Natürlich auch schon mit dem Sechsspann der weißen Schimmel hier seine Aufwartung gemacht. Aber Taco hat sehr viel Rassenausstrahlung, sehr gut im Schritt, mit sehr viel Einsatz trabte. Taco 555. Dann Sieb 552. Ein Hengst mit langen Linien, einer schönen Oberlinie, sehr royale große Hufe, korrekte Beinstellung, ein aktiver Stab, viel Schwebemoment im Trab. Hätte etwas aufrechter, mehr aufwärts laufen können. Sieb 552. Und am Ende kommen wir zu Tigo 556. Ein Hengst, der Jugendhaftigkeit ausstrahlt, der eine gute Oberlinie hat, der eine schöne Halsform hat mit viel Rassenausstrahlung, der aktiv im Schritt ist und sehr raumgreifend trabt, etwas mehr Kraft hätte setzen können. Tigo 556. Und wir würden dann die ersten zwei Hengste gerne auch in der Meisterschaft sehen. Sime 551 und Ölko 554 sind also später in der Meisterschaft nochmal zu bewundern. Das also unsere Kollektion der jungen Hengste, meine Damen und Herren. Später wieder in der Meisterschaft. Sime 551 als Gewinner dieser Kategorie. Besitzer dieses Pferdes sind AP Butt und der Fehlbetreib SJ Cut in Forthäusen. Gezüchtet ist das Tier von Pia Frank aus Nordburg. Dat zijn hengsten die richting de kampioenskeuring gaan. Ze komen nog een keer voor. Wir sehen auch noch einmal Öko 554, gezüchtet von S. Wintenaye-Fehn und im Besitz von 9 PK in Rohell. Wir machen weiter mit Rubrik Nummer 8.